Um 7:30 suchen Uwe und ich in Medina del Campo auf dem Jakobsweg Camino de Levante eine offene Bar zum Frühstücken. An der Plaza de Santiago trennen sich zum letzten Mal die Jakobswege Camino de Levante und Camino del Sureste. Alle Bars, die wir sehen, haben noch geschlossen. Da muss es bis Nava del Rey halt ohne Frühstück gehen. Bis dorthin sind es 15 Kilometer. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Die 29. Etappe von Medina del Campo nach Siete Iglesias de Trabancos ist 25 Kilometer lang. Es ist ein windiger und angenehm kühler Frühlingstag Anfang Mai. Die ersten 5 Kilometer laufen wir wieder auf Sand- und Wiesenwegen zwischen einer Bahnlinie und dem kleinen Bach Rio Zapardiel. Bei Dueñas de Medina verlassen wir den Rio Zapardiel. Dueñas de Medina, das ist das Weingut Dueñas de Abajo und der Bauernhof Dueñas de Arriba. Auf einer Anhöhe steht die Pfarrkirche San Antonia. Sie wurde im 18. Jahrhundert erbaut, als hier noch rund 40 Menschen lebten. Nach dem Bauernhof geht es 3 Kilometer schnurgerade 100 Meter gemächlich bergauf bis zu einem Bahnübergang. Vor der Bahnbrücke liegt ein kleiner Rastplatz, das wäre ideal für unser Frühstück. Wir hatten aber gerade erst einige Kekse gegessen und hier oben ist es zu kalt und zu windig, um sich lange hinzusetzen. Nach der Bahnüberquerung geht es wieder abwärts nach Nava del Rey, wo wir bestimmt einen Frühstückskaffee bekommen werden. Um 11:30 erreichen wir Nava del Rey. Die Stadt mit 2900 Einwohnern war von jeher stark vom Weinbau geprägt. Ende des 19. Jahrhunderts verursachte eine Reblausplage eine Krise im Weinbau und auch in der Stadt selbst. Es gibt hier unterirdische Weinkeller, die noch heute benutzt werden. In einem davon hat eine Weinfassfabrik ein Weinbaumuseum eingerichtet. An der Plaza España stehen das Rathaus und die Iglesia de los Santos Juanes. Die Kirche ist offen, aber die Besichtigung muss warten, denn uns ist jetzt das Frühstück wichtiger. In der Bar neben dem Rathaus gibt es Tortilla-Bocadillos und danach ist die Kirche geschlossen. Weiter geht es die letzten 10 Kilometer nach Siete Iglesias de Trabancos. Dort wollen wir in der Pilgerherberge übernachten. Ich rufe im Rathaus an, um uns anzumelden. Nach der Ankunft soll ich um 5 Uhr nochmal anrufen, dann will uns die Dame am Telefon die Herberge aufschließen.
leichten Auf und Ab führt uns der Camino de Levante wieder über Schotterwege durch Getreidefelder. Die Landschaft erinnert uns ein wenig an das Auenland aus Der Herr der Ringe. Um 4 Uhr sehen wir unser Ziel für heute, Siete Iglesias de Trabancos, ein Dorf mit 450 Einwohnern. Etwas außerhalb des Ortes befindet sich bei der Autobahntankstelle ein Hotel, wir aber wollen in der Pilgerherberge übernachten. Siete Iglesias de Trabancos ist nach den 7 Kirchen am Fluss Trabancos benannt. Von den 7 Kirchen stehen heute aber nur noch 2. Die Fassade der Backsteinkirche Iglesia Parroquial de San Pelayo hat an der Westseite eine beachtliche Höhe. Die Pilgerherberge ist im Rathaus an der Plaza Mayor. Die Wartezeit bis um 5 vertreiben wir uns bei einem Café in der Bar nebenan. Als ich um 5 wieder im Rathaus anrufe, ist nur ein Anrufbeantworter zu erreichen. Ich erinnere mich an die Webseite der Pilgerfreunde der Caminos de Santiago in Valencia. Dort finde ich eine weitere Telefonnummer und erreiche eine freundliche Frau, die gleich kommt und uns die Herberge öffnet. Für die kleine und einfache Herberge mit 4 Betten wird um eine Spende von 3 Euro gebeten. Es gibt 4 Betten ohne Kopfkissen, eine Elektroheizung und eine Dusche mit Warmwasser. Frisch geduscht machen wir uns auf die Suche nach dem Abendessen. In der etwas versteckten Bar Bardo am Ortseingang bekommen wir ein gutes Essen mit freundlicher Bedienung. Mein Camino de Levante neigt sich dem Ende entgegen. Schon übermorgen wollen wir in Zamora an der Via de la Plata ankommen.